Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, Leute, und das am dritten Spieltag der zweiten Liga. Und der FC trifft auf die Mannschaft von Erzgebirge Aue. Und das ist jetzt der dritte Gegner hintereinander aus der ehemaligen Ex-DDR. Und ich glaube, gegen den letzten Gegner haben wir relativ knapp allerdings gewonnen, ne? Ich kann mich da nicht so richtig dran erinnern, ne? Aber wobei das mit dem Erinnern ja ohnehin genau das Problem ist, ne? Also wir sind nicht zum ersten Mal in der zweiten Liga, aber wir haben uns in Europa, in London und so weiter, die Erinnerung an die zweite Liga gründlich weggefreut. Ja, ich kann mich da auch gar nicht dran erinnern oder zumindest nur sehr schlecht. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir auch heute wieder gegnerische Fans hier haben, beziehungsweise gleich präsentieren können, die uns den gegnerischen Verein vorstellen. Und deswegen kann ich jetzt nur sagen, hallo nach Aue! Ein herzliches Glück auf aus dem Erzgebirge ins schöne Rheinland. Wir freuen uns nach vielen Jahren wieder einmal bei euch zu Gast zu sein. 2 gekreuzte Hämmer und ein großes W. Das ist Wismut Aue, unsere BSG. Hallo und Glück auf nach Köln. Hallo Köln, mit uns kommt ein mega geiler Traditionsverein zu euch. Wismut Aue, die lila-weiße Macht aus dem Schacht. Mann, da ist aber Power dahinter, ne? Und ehrlicherweise sind wir so nett ganz lange nicht begrüßt worden. Nee, absolut. Das war wirklich super. Und was natürlich auch aufgefallen ist, ist dieses komische Wort Wismut. Aber was ist das denn eigentlich? Also, ich kenne Missmut, aber Wismut. Oder Anmut kenne ich, ja. Unmut? Ja, oder wenn man mal ganz dringend auf Toilette muss, ne? Überall Leute, kein Klo, ne? Dann braucht man Bismut. Ne? Darfst du kein Hemmungspisser sein, auf keinen Fall. Nee, also das müsst ihr uns wirklich erklären. Ja. Und genauso erklären müsst ihr uns natürlich auch, was es mit diesem Schacht auf sich hat. Und deswegen sind wir ganz happy, dass ihr den extra für unsere Pressekonferenz heute geöffnet habt. Und deswegen können wir jetzt live runterschalten in den Schacht. Das Erste, woran ich denke bei Erzgebirge Aue, ist eigentlich der Name Wismut, Heimat, an die Heimatverbundenheit, die die Erzgebirger haben. Wenn ich an Aue denke, denke ich zuerst an die Tradition und den Bergbau unseres Kumpelvereins. Benachbarte Städte nennen uns Schachtscheißer. Wir freuen uns schon auf Samstag und hoffen, dass wir die 3 Punkte mit in den Schacht nehmen können. Typischer Aue-Fan ist eigentlich bescheiden. Das liegt auch daran, dass das Erzgebirge ja eine sehr schwache Region war, strukturschwache Region auch heute noch ist. Zu einem Aue-Fan darf man auf keinen Fall Erzgebirgler sagen, denn wir sind Erzgebirger und das ist eine Sache, die die Fernsehanstalten schon immer nicht verstehen oder nicht begreifen wollen. Wir sind Erzgebirger und keine Erzgebirgler. Hättest du das gewusst? Nee, ehrlich gesagt nicht, aber ich freue mich, dass wir ein bisschen was lernen hier, ne? Und deswegen, liebe Auer, wünsche ich mir wirklich das ganze Bild. Erzählt uns mehr, ja? Also hier, wer seid ihr, warum? Und wenn ja, wie viele? Erzgebirge Aue ist ein Kumpelverein, ein Traditionsverein, der 4 Jahre die DDR-Oberliga-Geschichte mitbestimmte und jetzt nach der Wende bereits das 13. Jahr in der 2. Bundesliga spielt. Wir haben in der DDR-Oberliga 1019 Spiele bestritten. Das, was der HSV in der 1. Bundesliga war, waren wir in der DDR-Oberliga. Der Verein wurde 1993 in FC Erzgebirge Aue benannt, aufgrund der Wende, weswegen der Hauptsponsor die Wismut wegfiel. Man muss allerdings dazu sagen, dass der Name Wismut in den Herzen der Fans ist und dass im Stadion eigentlich zu 95% der Name Wismut Aue skandiert wird, gefeiert wird. Wir kommen aus der Tiefe, wir kommen aus dem Schacht. Wismut Aue, die neue Fußballmacht. Wismut Aue, meine große Liebe. Mütze, Schal, Trikot und ein ordentliches, geiles Bier. Prost nach Köln. Mütze, Schal und ein ordentliches, geiles Bier. Das ist ja fast wie bei uns. Ja, und ein Trikot haben wir auch. Liebe Auer, wir wünschen euch alles Gute. Was wir uns wünschen, das steht bei uns auf dem Trikot, auf dem Shirt. Bist du soweit? Ja, jede Woche. Alle Neune! Und eingelaufenes Mützchen hat was für sich. Ne? Was ist das denn für eine Öffnung hier? Ja, sehr schön. Ja. Das mit der Öffnung habe ich nicht gehört. Leute, Schaf, ne? 2 Kölsch auf 3.
ordentliche und richtig geile Punkte. Grüß euch, Leute. Wunderbar. Ordentliche geile Punkte. Ja, und vor allen Dingen auch ordentliche geile Kumpel da in Aue. Also das, was ihr uns da geschickt habt, das war schon wirklich großes Kino. Vielen Dank dafür. Mit einem Kumpelverein haben wir im Westen ja auch Erfahrungen. Die sind deutlich weniger glaubwürdig, möchte ich mal sagen, als das, was wir hier jetzt erlebt haben. Die haben, glaube ich, ihre Wurzeln, haben wir auch schon mal gesagt, längst verraten. Also Kumpelverein kann man das nicht mehr wirklich nennen, da mit Gas als Sponsor. Ne? Ja. Überhaupt möchte ich sagen, ein Kompliment nach Aue. Definitiv. Wir haben quasi ja den Contest der Fankultur hier ins Leben gerufen. Wir waren sehr beeindruckt, was die Unioner auf die Beine gestellt haben. Hätten nicht gedacht, dass es Leute gibt, die das auch so hinkriegen. Zumal Aue mit Sicherheit als Stadt vielleicht nicht ganz so groß ist wie Berlin. Vielen herzlichen Dank. Ja. Klasse. Trotzdem kriegt ihr keine Punkte. Sondern 9 Nüsse. Keine Punkte, sondern 9 Nüsse. Okay, schauen wir mal.